Es war eine grausame, epische Schlacht. Das Böse brach aus der Erde und zeigte seine entsetzliche Fratze. Es raubte das Lachen von den Gesichtern der Erdenbewohner. Wälder verbrannten, Quellen versiegten, Menschen wurden gemordet. Das Böse trachtete nach der unendlichen Kraft der Göttin. Die unendliche Kraft. Heiliges Erbe der Götter, das alle Wünsche erfüllt. Gewaltige Kraft, die schon die Göttin von den Urahnen erbte. Um diese Kraft von den Klauen des Bösen zu schützen, erhob die Göttin die Überlebenden von der Erde in den Himmel. Hoch ins Wolkenmeer, den Klauen des Bösen entzogen. Dann zog die Göttin mit ihrem verbleibenden Gefolge in die Schlacht und bannte das Böse schließlich. Der Frieden war wiederhergestellt. Diese Geschichte erzählt man sich unter euch Menschen. Unzählige Legenden ranken sich um sie. Nun aber öffnet sich das Tor zu einer neuen Legende. Deine Zeit ist gekommen. Die Legende lebt auch 10 Jahre später noch, hier mit dem Spiel The Legend of Zelda Skyward Sword in HD. Knapp 10 Jahre nach dem ursprünglichen Release noch für Nintendo Switch, jetzt endlich also den, ja nicht Remake unbedingt, aber eben doch den HD-Port für die Switch, was das Spiel, wie ich finde, wirklich äußerst verdient hat. Denn es ist bis heute noch eines meiner Lieblings-Zelda-Spiele. Und damit herzlich willkommen zum Let's Play von eben Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ja, von dem her auch knapp 10 Jahre später und also schon irgendwie da am Intro den Text verlasst, hatte mir schon, sag mal, hast du das nicht damals vor 10 Jahren genauso gemacht? Und ich fand es auch heute noch, nach über 10 Jahren, immer noch so geil. Aber kann es kaum glauben, dass schon 10 Jahre rum sind. Die Zeit vergeht, es ist kaum zu glauben. So, bevor ich noch große Worte verliere, weil es werden in dieser Folge, die hoffentlich so eine Stunde lang dauern wird, weil es ist der erste Part, wird ja sowieso noch genug Worte verlieren, deswegen werden wir direkt mal loslegen. Ich steuere momentan das Spiel mit der Knopfsteuerung. Ja, also Spiel mit dem Pro-Controller, das geht nämlich auch, nicht nur irgendwie im Handheld-Mode und so. Nee, es geht auch mit dem Pro-Controller, wenn die Switch halt am TV angeschlossen ist. Den Rest lassen wir mal so auf Standard. Ich werde im Verlauf des Let's Plays, vielleicht sogar schon im Verlauf dieser ersten Folge, wieder mal auf die Bewegungssteuerung umswitchen. Das müsste aber, so wie ich das verstanden habe, zu Beginn des Spiels, also wenn man das Spiel startet, sage ich jetzt mal, funktionieren, dass man das irgendwie switcht. Ich hoffe zumindest mal. So, insofern, direkt loslegen, neues Spiel, nicht viele Worte verlieren. Link, ne, ich glaube, haben wir damals Link genannt? Ich glaube schon, wa?
Ups, falscher Knopf. Nee, natürlich nicht Link. Ich meine, gut, es ist zwar der erste Link, insofern wird es zwar schon Sinn machen, aber nee, wenn schon, dann nehme ich natürlich meinen richtigen Namen. Obwohl ich mir auch schon überlegt hatte, statt Michael, könnte ich ja auch mal den umgekehrten Namen nehmen. Einfach mal so just for fun. Anstatt Michael, wenn man es umdreht, würde daraus Lekim entstehen. Und irgendwie weiß ich auch nicht, aber Lekim, zuerst dachte ich so, doofer Name. Dann dachte ich mir so, irgendwie hätte der was. Vor allem so Anlehnung an Link, Lekim, Naja, ist auch egal. Los geht's. Nintendo präsentiert The Legend of Zelda. Da fehlt doch was. Ah, Skyward Sword. Da fehlt ihm noch was, das HD. Das HD fehlt. Egal. Hallo? Was zum... Michael, Zeit, deine Augen zu öffnen. Bald, sehr bald schon, musst du deine große Bestimmung erfüllen. Die Zeit des Erwachens. Michael. Michael. Ja, das ist mein Name. Ah! Au! Was zum Henker? Hast du mich geweckt? Autsch. Oh. Das ist eine nette Art, am Morgen aufzuwachen. Oh, gibt bestimmt eine Beule. Egal. Du Schlafmütze, sicher liegst du noch in den Federn, wenn dich dieser Brief erreicht. Genau so ist es, oder? Guten Morgen, Michael. Und diese Vogelreiterzeremonie. Unsere Verabredung. Erinnerst du dich? Zelda. Aha, stimmt, da wäre was. Tja. Kommt mir so vor, als wäre es schon 10 Jahre her. Warum los, wa? Okay, Freunde, dann legen wir mal richtig los hier mit Linke hier in der Ritterschule. Direkt mal gucken, was sich jetzt hier alles verändert hat. Jetzt, wo ja alles hier in HD ist, wa? Mal gucken, umsehen. Das, wow, okay, das sieht alles gut aus. Ich kann sogar während des Laufens mich umgucken. Ist das neu? War das damals auch schon so? Weiß gar nicht mehr. Alles wunderschön. So, mal gucken. Sieht es irgendwie Link ein bisschen polygonhaftig aus oder so? Weil das war ja damals, sag jetzt mal... sieht natürlich alles ein bisschen eckiger aus, war aber...
Klar, ist eben nur ein HD-Port, also 10 Jahre später. Dann sind zum Teil Textur noch ein bisschen verbessert und so, aber ansonsten soll der gleiche Charme wie vor 10 Jahren entstehen. Sag mal, Kameraswitchen geht nicht, wa? Was sehen wir rundum an sich? Warte mal. Ah, okay. Linke Schultertaste gedrückt halten, damit R wird's gehen. Mit ZL kann ich die Kamera so ausrichten, okay. Müsste eigentlich reichen. Kann noch irgendwie... Rennen kann ich, verbraucht Ausdauer. Mhm. Kann nur allzu gut verstehen, Link. So, was haben wir hier Schönes drin? Du hast einen blauen Rubin gefunden, er ist 5 Rubine wert. Steck in deinen Worten immer mit dir, natürlich. Was soll sonst nicht machen, hallo? Ja, es war ja damals so, vor über 10 Jahren, eben damals auf der Wii. Und die Wii war ja noch nicht in der Lage, HD abzugeben, also noch keine 27p. Im Prinzip, es gab so Mittel und Wege, da irgendwie mit gewissen speziellen HD-Kabeln, das doch irgendwie hinzukriegen und so. Und da war immer so, ja, die Frage, wie kriegt man es genau hin, wie sieht es am besten aus, mit welchem Filter arbeitet man, etc. etc. Und heute, ja, soweit war vorher schon. Und heute geht es auch so. Ja, wobei geht eigentlich schon länger so, also sagen wir ehrlich, HD, was macht der da vorne? Nicht Replay, sondern auch kein Remake, sondern eben halt irgendwie ein HD-Import oder Port generell. Oh, Gru's Zimmer, kann man da rein? Nö. Schade. Rex und Stu's Zimmer. Wir müssen uns einen Raum teilen, wa? Eigentlich, ich glaube auch, oder? Zimmer von Michael. Also, ich habe jetzt hier einfach eine Wand dazwischen gezogen bekommen, aber eigentlich müsste ein großer Raum sein. Jo. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist natürlich so, mittlerweile, das mittlerweile schon länger Zeit, gibt es natürlich auch die, für bestimmte Emulatoren, ich sag's mal so, auch gewisse ROMs und so, wo man halt, das Ganze in 4K genießen könnte. Und ich könnte mir sogar vorstellen, sogar noch mit besserer Grafik als hier. Aber hey. Aber geht's ja nicht. Hey, guten Morgen, Michael. Na, bist du auch bereit für die vorbereitete Zeremonie heute? Die bereiten sich alle schon draußen auf dem Dorfplatz vor, aber du scheinst die Ruhe selbst zu sein, wa? Cooler Fummel hast du da, richtig schön in Gelb. Und ein kaminroter Wolkenvogel ist auch ein tolles Tier. Wenn ich eine Chance gegen deinen hätte. Nur so gut, der Reiter bringen sagen. Dann ist Kuko dein Mann. Ah, du bist Kuko. Kuko in Gelb. Alles klar, Kuko in Gelb. Oh, sieht aus wie ein Lehrer. Sag mal ganz kurz gucken, was haben wir jetzt hier Schönes. Optionen. Ist noch nicht viel, sag jetzt mal, beschrieben worden. Aus Spoilergründen, das passt doch soweit alles. Ja. Erinnerungen kommen langsam zurück, weil das echt schon 10 Jahre her ist. Wobei das Replay, was er damals hat, mit dem 6 Hertz One, das ist ja noch nicht. Ja, doch, ist auch schon 9 Jahre her, glaube ich. Habe ich irgendwie ein Jahr später gemacht. Kann ich irgendwie die Textsteuerung schneller machen? Glaube nicht, wa? Nee, schade. Aber warte mal. Einfach bedeutet. Ah, das ist links unten auch das mit der Hilfe und so raus, wa? Was bedeutet bei Hilfe? Bewegen. Sprinten, Rolle. Drücken, Sprinten. Eine Rollattacke aus. Was? Das ist aber gewöhnungsbedürftig. Mit B sprinten und dann. Ja, den linken Stick auf drücken. Ja. L3 kennt man's auch. Jo. Okay, gut. Scheiß da, Freunde. Wir machen natürlich weiter. Wir wollen erstmal alles erkunden. Das würden wir zum ersten Mal spielen. Gut, seien wir ehrlich, nach über 9 Jahren ist es fast schon wieder das erste Mal. So, Michael. Der große Tag der Vorbereitungszeremonie ist also endlich gekommen. Erinnere dich an meine praktischen Lektionen und den Unterricht vom Meister Tytor und gib dein Bestes. Tytor? Otus. Tytor Otus. Und wir gerade davon sprechen. Weißt du noch, was du dich durch Drücken von umsehen kannst? Drücke einfach wenn du dir etwas genau ansehen möchtest. Wie sehen eigentlich deine Nasenlöcher jetzt aus, so in HD? Immerhin die Zähne putzert sich. Falls überhaupt Zähne sind, was ich da gerade sehe.
Du. So, warte mal. Das könnte so ein bisschen tricky werden. Auf kurzem Raum eine Rollattacke gegen die Wände. Manchmal fällt dir was runter. So. Lektion vorher schon vorbei, war? Also gibt es heute gar keine Lehrstunde. Egal. Oh, das war ja Kuko. Kuko, der Außerfriesische. Nee, das war was anderes. Was haben wir denn hier Schönes? Jo, was geht ab? Guten Morgen, Michael. Heute ist der große Tag der Vogelreiter-Zeremonie. Ich wollte auch teilnehmen, aber ich habe die Qualifikation nicht geschafft. Deshalb bleibe ich hier und muss diese Fässer in den Speisesaal schleppen. Aha, mir geht's schon schlecht, hey. Da würdet ihr doch so gerne fliegen sehen. Tja, nichts zu machen. Streng dich an, drück dir fest die Daumen. Ich kann ja mal mit dem Wolkenvogel hier reinfliegen, dann siehst du mich fliegen. Achso, ist Scrooge. Ich dachte gerade, weil ich hier ins Klo geguckt habe, beziehungsweise an die Klotür. Da dachte ich gerade, hey, ist da jemand gerade auf dem Klo? Mal gucken. Ja, morgens, mittags, abends, immer wieder, wenn es drückt. So, was? Das war ich aber nicht. Hier spukt's Haus hier. So. Normalerweise morgens, nachdem ich aufgestanden bin, nachdem ich aufs Klo gegangen bin, normalerweise gibt's was zu futtern. Oder zumindest einen Kaffee, eins von beiden. Also wenn Groose fürs Frühstück zuständig ist, dann Prost Mahlzeit. Da gibt's noch jemanden. Hallo! Wo steckt nun dieser Groose? Er sollte mehr Fässer bringen, aber er will einfach nicht herkommen. Wo bleibt er nur? Hörst du ihn nicht? Also, ich meine, klar, im Alter das Gehirn so schlechter, manchmal, aber das kannst du überhören. Mal gucken, wie hier alles aussieht. Hier ein bisschen HD. Ja, eben zum Teil schon ein bisschen eckiger und so, aber ich finde, das gehört sich auch ein bisschen so. Natürlich damals auf der Wii noch ein bisschen anders, auch mit einem Cell-Shading-Look, ein bisschen verwaschener zum Angucken. Aber es war auch ein bisschen der, ich sag fast schon lieber als das Spiel, dass es so sein musste. Eben noch ein besserer Cell-Shading-Look als der von Wind Waker, also zumindest meiner Ansicht nach. Ja, und für diejenigen, die halt bisher von der Zelda-Reihe vielleicht nur Breath of the Wild kennen und sich denken, hey, ein neues Zelda-Spiel, es tut mir leid, aber die Essenszeit ist schon vorüber, du musst wohl bis Mittagessen. Was? Hast du lange gepennt? Typisch Michael. Was sagen wollte, diejenigen, die sich irgendwie denken, neues Zelda-Spiel, vielleicht genau wie Breath of the Wild. Nee, nicht ganz. Während Breath of the Wild ja mehr für Open-World-Faktor war und so, dreht dieses Spiel doch eher um die Story. Also Open World suchte ich ja vergeblich, aber dafür auf eine, wie ich finde, bis heute eigentlich eben noch eine der geilsten Stories. Nebst halt, eben meiner Meinung nach, nebst Voller Princess und Ocarina of Time. So, geh mal hier raus. Frische Luft am Morgen. Ach ja, Freunde. Willkommen zurück im Wolkenhorn. Nach all diesen Jahren habe ich das vermisst. Also irgendwie schon, muss er zugeben. So. Mal gucken, ob ich nichts irgendwie verpasst habe. Oh, ein Käferlein. Warte mal. Ging der sogar so? Aha, du hast einen Wolkenhirschkäfer gefangen. Sehr beliebt bei den Kindern im Wolkenhort. Achtung, kneif gerne mit den Zangen. Für unsere Sammlung, Freunde. Ja, die Sammlung wird noch sehr wichtig sein. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, sage jetzt mal noch nicht genau wofür. Sag mal. Ich nehme ihn doch. Hä, wieso nicht genommen? Ja, auch Klettern, also, naja, Klettern kann man es nicht nennen. Aber zumindest die Wand entlang empor kommt er trotzdem. Ja, wie wär's mit Werfen? Werfen geht nicht mehr?
Oder ging noch nie. So. Auch kein Käfer, schade. Was war das gerade? Ich gerade rechts unten irgendwie so eine Anzeige oder irgendwas sowas? Untersuchen. Funkstatue. Speichern, Speichern beenden, zurück. Ja, momentan ist alles cool. Wer bist denn du? Kann ich anvisieren? Nö. Hey, Michael, hier! Was ist der Tutor? Guten Morgen! Heute ist Vorgängerzeremonie, wie fühlst du dich? Verschlafen. Ich möchte jetzt etwas mit dir besprechen, ja? Visier mich an, dann können wir uns unterhalten. Hey, was geht ab? Genau, du kannst jemanden anvisieren und dann ganz lange mit ihnen sprechen. Wenn es niemanden zum Anvisieren gibt, kann sie diese tolle Technik aber auch einsetzen, um einfach wieder nach vorn zu blicken. Geil, wa? Aber auf diesem Fern lässt es ja nicht so gut reden. Also komm doch einfach hier hoch, ja? Stimmt, das ist etwas, was ich glaube auch in der HD-Version jetzt ein bisschen verbessert haben. Ich glaube, damals im Original war das irgendwie wie so 2 Schritte, die man machen musste. Also einmal anvisieren und dann irgendwie wollte so auch, dass man da irgendwie auf die Holzkisten springt, wäre es jetzt gerade erwähnt, aber es war irgendwie ein bisschen anders. Versuch's mal. Ja, da kannst du. Ja, ich weiß. Ich kann alles. Ich bin Link. Ich bin Michael. Entschuldigung. Ich habe schon eine Identitätskrise. So. Ah! Ja, dankeschön. Das lief ja grandios. So geht's eigentlich hier lang. Ach, schon wieder gespeichert. Ah, das steht da. Das ist ein Autosave, okay. Kann man sich auch noch ausschalten, oder? So, Tutor, was geht ab? Hey Michael, bist du auf dem Weg zum Üben für die Vorgängerzeremonie? Ach, du bist verabredet? Zelda wartet schon? Du gerade hier bist. Mia, das Haustier von Zeldas Vater Gepora, unser Direktor, ist weggelaufen. Wo ist das doofe Vieh? Ach, was soll ich nur tun? Direktor und Zelda haben alle Hände voll zu tun mit der Vorbereitung der Zeremonie. Ich würde Mia mit Futter anlocken, aber die Zeremonie beginnt bald. In dieser Kleidung kann ich hier nicht hinterher klettern. Wäre es so gut, sieht mir zu bringen, abzutun, stimmt ja. Aber gut, wir sind ein gut Mensch. Danke, Mann! Ja, schon gut. Lass stecken, Alter. Du musst hier irgendwo etwas zum Hochklettern finden. Wenn du dich an den Vorsprung entlanghangelst, dann solltest du aufs Dach kommen. Danke! Bitte! So. Okay, das andere ist was Lustiges. Jo! So ein seltsamer Typ da vorne. Zelda ist, glaube ich, vermutlich da oben war, so wie immer. Was? Ich komme nicht mehr rein? Ausgeschlossen. Von der Gesellschaft ausgeschlossen. Aha. Dann gehe ich mal entlang und guck, dass mir die Ausdauer nicht flöten geht. Das wäre nicht ganz praktisch. So. Oh. Okay. Anlauf! Jo. Hübsche Glocke. Ist auch nix. Ja, passt ja. So. Irgendwie da hochkommen. Na, wird schon funktionieren, oder? So. Hallo. Du Scheißvieh. Miau. Na? Wie sieht's aus? Ablegen? Nee, der wäre fies. Fliegen kann's. Hey! Aua. Meine Kniescheiben. So. Das ist halt zurückgebracht. Ja, war aber knapp. Vielen Dank, Michael. Ich werde Mia nun füttern. Sag dem Direktor Bescheid, dass wir es im Haus gefunden haben. Er müsse sich auf dem Platz von dem Tempel befinden. Mach ich. Ich halte sicher auch dort. Also beeil dich, ja? Was? Also. Roten Rubin erhalten. Danke, Mann.
Kohle kann man immer gebrauchen. Bei meinem jungen Alter. Hey! So. Ich blick gerade, gab es im Original nicht irgendwie noch Schikasteine? Da kommen wir später noch. Übungshalle. Ne, war ja klar. Also. Das sind nur irgendwelche Fenster. Warte mal. Die Tür da oben, wo ich nicht reinkam. Warum ist es wohl so? Okay. Das dauert wirklich noch ein bisschen, bis der fertig ist. Ich gehe mal hier die Treppe hoch. Was ist wieder los? Wenn du Dorfplatz willst, nimm den Ausgang hier unten. Warum? Ja, aber auch wenn es zu ist, kann er doch trotzdem hoch. Mann. Muss ich mir hier doch ein bisschen umgucken, oder? Da gibt es noch so viel zu tun. Abgesehen davon, hier gibt es eine Tür, da gibt es eine Tür, geht überall Türen. Ah, das Zimmer des Direktors. Wolltest du doch einfach so da reingehen? Ist das überhaupt erlaubt? Ja gut, komm. Nee. Gucken wir ein bisschen später an, weil Zelda wartet ja auf uns. Man lässt eine Dame nicht warten, nicht wahr? Abgesehen davon muss dem Direktor berichten, dass eine Katze oder was immer das für ein Vieh war, wieder gefunden wurde. Und wir sind ja zuverlässig. Glaub. So, upp. Ich bin echt gespannt, wie sich das Spiel hier mit Knopfsteuerung spielen lässt, so über kurz oder lang. Hallo? Morgen, Michael! Hast dich gut ausgeruht? Tja, schätze mal, du hast wegen der Vorbereitungszeremonie kein Auge zugekriegt, wa? Wie ich? Wieso ich so einen seltsamen Akzent habe? Fragt ein Typ, der nämlich gerade spricht. Ich repariere diese Tür. Sie knarrt nämlich und heute ist doch der Tag der heiligen Zeremonie, oder? Bis dahin wollte ich fertig sein. Nur da kann man nichts machen. Und du hast nach dem Aufstehen auch fleißig zur Göttin gebetet? Wenn dich dieser Statue zuwendest und betest, wird alles, was du bisher getan hast, gespeichert. Muss man sich mal vorstellen, so im Real Life. Geht zu einer Statue, bete und dann Leben wird gespeichert. Floss dich auf die Göttin. Mach ich. So, und das ist eine Ausdauerfrucht. Das geheimnisvolle Frucht stellt eine Ausdauer wieder komplett her. Ja, ist halt dann gut, wenn man irgendwie jetzt länger Zeit gerannt ist und jetzt wieder weiterrennen muss, aber plötzlich die Anzeige halt leer ist, oder? Weil man sieht, sie regeneriert sich selbst schon relativ zügig. Aber naja. So. Die Musik ist weg, schön. Alter, hier oben leben ist aber auch gefährlich, ey. Ständig überall runterfallen. Voll krass, Mann. Sag mal. Okay, gäbe es da noch irgendwo hin? Alter. Puh, mein Herz. Das war knapp. So. Okay, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Vor allem nach all diesen Jahren mit neuer Steuerung, wie man so nicht mehr gewohnt ist. Alter Schwede. So. Servus. Servus. Guten Morgen, Michael. Hat er meinen Wolkenvogel jetzt aufgeweckt, Michael? Unsere Verabredung. Hattest du sie vergessen?
Nö, vergiss es nicht. Ich wollte mir bloß noch ein bisschen länger ausruhen, weißt du? Sieh doch, mein kleines Instrument. Damit werde ich bei der Vogelreiterzeremonie die Göttin verkörpern. Toll, oder? Vor allem das Instrument. Man sagt, dass schon die legendäre Göttin so eine spielte. Sein Klang ist unvergleichlich. Vater hat mir gesagt, dass man es Lyra nennt. Und wie findest du mein Gewand? Den Schal dazu habe ich selbst gewebt. Mit diesem Gewand und der Lyra verkörper ich die Göttin. Ich wollte, dass du mich so siehst, Michael. Steht dir gut. Das stimmt mir doch, oder? Ja, aber Logo. Meinst du es ernst? Vielen Dank, Michael. Zelda, bist du schon fertig mit den Vorbereitungen? Oh, Vater. Michael ist ja auch schon da. Wunderbar. Selbst du alter Langschläfer hast es heute geschafft, pünktlich aufzustehen. Tja, das ist ja mal eine Frechheit. Aber ja, es ist so. Falls du bei der Vogelreiterzeremonie heute gewinnst, darfst du den Rest der Zeremonie gemeinsam mit Zelda abhalten. Also streng dich an. Wenn wir vom Anstrengen reden. Hä? Was ist los? Hör mal, Vater. Michael hat in letzter Zeit... Nun, er hat nicht wirklich viel für die Zeremonie geübt. Danke, dass mir so in den Rücken fällst, Zelda. Auch als er geflogen ist, hat er sich nicht wirklich angestrengt. Wenn er jetzt nicht sofort etwas macht, wird er ganz sicher verlieren. Reg dich nicht so auf, mein Kind. Die Vogelreiterzeremonie prüft neben der Geschicklichkeit auch das Band zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht einfach, sie zu gewinnen. Sicherlich ist Michael nicht gerade der fleißigste Schüler. Ich stehe direkt neben euch, Leute. Hallo? Ihr kennt euch bereits seit frühester Kindheit, also weißt auch du. Michael und sein Wolkenvogel haben eine besondere Beziehung. Jeder Bewohner des Wolkenhorts hat seinen eigenen Vogel. Es ist die Göttin selbst, die jedem von uns einen Schutzvogel zur Seite stellt. Denn das ist die Aufgabe der Wolkenvögel. Jeder von uns trifft in jungen Jahren hier vor der Statue der Göttin mit seinem Vogel zusammen. Natürlich war das auch bei euch so. Der Wolkenvogel, der Michael zur Seite gestellt wurde, ist besonders. Er ist kaminrot. So selten, dass es eine Art für ausgestorben hielten. Michael, du bist mit einem Wolkenvogel schicksalhaft verbunden. Erinnerst du dich, Liebes? Damals, gleich als Michael und sein Wolkenvogel sich trafen. Sie schwebten durch die Lüfte, als würden sie sich schon seit Ewigkeiten kennen. Ganz ohne Übung, mühelos. Ja gut, also ein roter Vogel ist für einen Schweizer eigentlich auch normal. Also ganz ehrlich, gut, ein weißer wäre eine Option gewesen, aber ich glaube, den würde man im Wolkenmeer nicht so gut sehen. Ich weiß noch genau, wie eifersüchtig du damals warst. Wo ist er überhaupt? Es ist ja auch kein Wunder, dass Michael um seine Beziehung seinen Wolkenvogel beneidet. Die Menschen haben den Hang, all denen, die irgendwie besonders sind, mit Missgunst zu begegnen. Oh ja, das kannst du aber laut sagen. Du nimmst es so leicht, Vater. Du weißt doch, dass die Vogelreiterzeremonie auch eine Prüfung der Ritterschule ist. Wer sich bei der Vogelreiterzeremonie nicht richtig anstrengt, wird keine guten Noten erhalten. Im schlimmsten Fall wird Michael kein Ritter werden. Ist es schon gut, Liebes. Jetzt rede ich noch nicht so sehr auf. Immer wenn es um Michael geht, bist du so emotional? Ja. Michael, komm schon, lass uns üben gehen. Zumindest ein wenig. Was ist denn jetzt los? Jetzt komm schon hier, was machst du denn? Das ist so wohl... Mann! Auf geht's! Spring auf der Plattform und ruf einen Wolkenvogel, so wie immer. Mädchen, das ist über 10 Jahre... Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Die Zeremonie wird bald beginnen, dann musst du in Form sein. Ich habe seit 10 Jahren nicht mehr geübt, was ist los mit dir? Wie? Was sagst du da? Du kannst den Wolkenvogel nicht spüren? Sag doch sowas nicht, du willst doch nur wieder drücken. Er ist nicht hier, glaub mir, er ist nicht da. Der hat nach 10 Jahren auch keinen Bock mehr. Jetzt komm schon, du musst ja das üben, tu es für mich. Bis gleich. Bist du des Wahnsinns? Michael, du musst unten drücken. Das sagst du mir jetzt.
Wo ist er? Hm? Wie? Er kommt? Er kommt nicht? Nein! Michael, ich hab dich! Au! Okay, ist das gut? Es tut mir leid, ich hätte dir nicht so viel zumuten dürfen. Geht es dir gut? Du sprichst mit einem Scheißvogel. Was ist mit mir? Du hast mich da runtergestoßen, Alte! Ich frage mich, was mit deinem Wolkenvogel los ist. Kein Plan, aber er hat doch gesagt, er kommt nicht. Der Wolkenvogel dem Ruf seines Herrn nicht folgt. Vielleicht ist er gerade mal auf Klo. Keine Ahnung. Kannst du den Wolkenvogel noch immer nicht fühlen, Michael? Nö. Die Vogelreiterzeremonie wird gleich beginnen. Was machen wir jetzt nur? Kein Plan. Michael, du hast also vorhin die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid. Ich muss mich nun erstmal um meinen Vogel kümmern. Du sollst in der Zwischenzeit nach deinem Wolkenvogel suchen. Ups, ich glaube, er hat keine Zeit mehr dafür, wa? Oh, es ist schon so spät. Die Zeremonie wird dieses Jahr vom Meister Tyto organisiert, Michael. Kannst bitte zu Tyto gehen und dich mit ihm beratschlagen? Jo. Vater, selbst wenn er zu Meister Tyto geht, wird er sich doch an den Schuldirektor wenden und das bist du. Da magst du recht haben. Du bist wahrlich meine Tochter. Dann werde ich mit ihm reden. Michael, sag doch bitte Tyto, dass er in mein Büro kommen soll. Gleich nachdem ich mich erholt habe. Alter, wirft sie mich einfach da runter. Was ist los mit der? Alles klar? Ich komme sobald mein Vogel ein wenig ausgeruht hat, Michael. Halt doch mal die anderen, ob sie nicht etwas über deinen Vogelvogel wissen. Alles gut. Boah, Alter. Das sind Schreckmomente. Junge, Junge. Okay, also besser nicht runterfallen, weil der Vogel kommt nicht. By the way, was ist eigentlich das da drüben für ein Teil? Naja. Uah, Hilfe. Also hier oben liegt man gefährlich, gar keine Frage. Alter Schwede. So. Geh mal zum Meister Tyto. Tyto. Wobei, ich sehe gerade, wir sind bei 38 Minuten der Folge. Und hier vorne haben wir nicht nur Meister Tyto. Ah, hier ist die Vogelstatue. Ich speichere mal. Ah, warte. Ha. Ja, habe nur einen, also insofern. Mal gucken, wie es jetzt eigentlich mit der anderen Steuerung ist, also mit der Bewegungssteuerung. So, nochmal kurz beenden, Freunde. Jetzt switche ich mal um auf die Joy-Cons. Habe sogar diese speziellen Triforce Joy-Cons, wie sie jetzt so schön heißen. So, warte mal. So, funktioniert. Was? Richtung R auf den Drück Y. Kurs hinter zurücksetzen. Oh. Ah, Autosave, okay, gut. Ich meine, sonst wird die Steuerung ja gleich sein, also meine Knopfbelegungen sind ja sonst auch dieselben. Ha! Aber ich kann in die Kamera schwenken mit R. Was ich vorher mit dem Pro-Controller nicht konnte. Da muss ich ihn eigentlich immer so machen, um zurückzusetzen, oder... Warte mal, der hier nachher. So schwenken, aber während des Laufens mit R einfach so schwenken ging ja nicht mit dem Pro-Controller. Krass. Ja, jetzt geht's. Hä, was ist das für eine seltsame Steuerung? Okay, ich hoffe, dass sie das noch updaten werden, weil das ist ein bisschen sehr creepy. Tja, mal gucken, haben wir sonst irgendeine spezielle Steuerung? Nee, war.
Nö, okay. Verzeihung? Eigentlich ist das Aufschließen der Tür nicht meine Aufgabe. Und trotzdem habe ich mich überreden lassen. Tja. Was ist mit dir, Michael? Du siehst unruhig aus. Das kann doch nicht sein. Dein Wolkenvogel ist verschwunden? Tut mir leid, ich war bis eben in der Schule, ich habe nichts mitbekommen. Schöne Scheiße. Also, Meister Tüter, wir haben ein Problem, mein Vogel ist weg. Was ist los, Michael? Du siehst nicht gut aus. Nee, mir geht's doch scheiße. Ein Wolkenvogel ist verschwunden? Das ist schlimm. Aber du weißt ungefähr, wo er ist, oder? Wo er denn auch? Du willst nicht suchen gehen? Die Zeremonie beginnt doch gleich. Ja, aber wenn er weg ist. Andererseits ohne Vogel wäre es bei der Zeremonie sozusagen vogelfrei. Sehr witzig, er wäre tot. So, Verzeihung. Der Direktor ruft also nach mir. Nun gut, ich bin ja schließlich noch einen Gefallen schuldig, wa? Hatte keinen Sorgen in Zeremonie. Und finde erstmal einen Wolkenvogel. Und das mit Bewegungssteuerung. Yeah. So. Ist hier vielleicht mal die Tür offen oder so? Mitgenommen aus. Der Vogel ist weg. Also ich habe ihn gesehen, als er vor Bado und den anderen beiden Rabauken geflohen ist. Wo ist mein Wolkenvogel? Was mit Bado? Bado wollte sich den Platz ansehen, auf dem die Vogelzeremonie stattfinden soll. Oh, versucht eben noch zum Süden zu kommen. Die X-Markierung auf deiner Karte ist, das ist der Dorfplatz. Da soll heute die Vogelzeremonie stattfinden. Du solltest tun, das versuchen, ihn zu finden. Ja, ist da unten, also. Oh. Ja, interessant. Also irgendwie. Wenn die Gyrosensor zurücksetzt, ist auch ein bisschen mühsam. Ich muss mal gucken, wie ich mich dann generell so entscheide. Vielleicht switche ich auch häufiger mal mit der Steuerung. Das ist hier echt der Vorteil auf der HD-Version inzwischen halt. Klassischer Steuerung mit dem Pro-Controller und dem Tablet-Mode und eben mit der Bewegungssteuerung switchen kannst. Das ist wohl Richtung Platz. Der Deckterweg wäre normalerweise hier entlang. Jetzt müssen wir das Tor unten nehmen. Ich bin hier noch nicht fertig. Matze, was aus in die Schule rumzugehen? Als Not mit Minus auf die Karte. Ne, weiß ich, wie es geht. Ja, toll, wo ist jetzt hier Minus? Ah, hier. Also ein Gyrosensor ist ein bisschen... Nein, wieder zurücksetzen. Ich meine, das funktioniert natürlich. Vielleicht liegt es daran, weil ich halt die Switch jetzt zum Aufnehmen am PC ein bisschen versetzt von mir stehen habe. Oder aus sonst irgendwelche Gründe, kein Plan. Ansonsten klappt es so weiter ganz gut. So. Das mit Bado hat er mir erzählt, aber ich frage mich gerade, ob die anderen auch irgendwas von meinem Wolkenvogel wissen. Ja, wir sind so aufgebracht, Maike. Was sagst du da? Du weißt, wo der Vogel ist? Ja, was hat das denn zu bedeuten? Er kann ja, wo du den gerufen hast. Könnte es vielleicht... Wie? Ach, es ist nichts. Ich habe nur laut gedacht. Spuck's aus, Alter! Ich denke noch ein Problem. Ich hoffe, der Wolkenvogel taucht bald wieder auf. Okay, er will nichts sagen oder weiß nichts. Was mit der Alten? Was ist denn dein Wolkenvogel? Bin gerade beschäftigt. Haben Sie Zeit bis später? Ja, natürlich, bis in alle Ewigkeit. So, ich frag mal Kuko. Du Koku? Kuko. Kuko. Er ist nicht gekommen. Ein Schutzvogel ist nicht gekommen. Du musst dir allerdings keine Sorgen machen, mein Freund. Ich werde einen Weg finden, dir zu helfen. Danke, Kumpel. Was zuhören würdest. Oh, okay, es dauert noch ein bisschen. Großer Meister. Otus. Habt ihr eine Ahnung? Der Ruf gefolgt ist? Das kann nicht sein. Doch, das war's. Finden. Ja, ich weiß. Ich versuche es ja. Wieso denkst du, bin ich gerade hier? So. Oh, ein wunderschöner Schmetterling. Aber fangen kann ich die nicht so, wa? Schade. Das war doch mein Dorfplatz, hieß es ja.
Ich brauche meinen Vogel. Hä? Geht's bitte nicht mehr? Warte mal, Michael. Das ist mir gefallen. Der Baum, da kannst du auf mich zu und eine Rollattacke machen. Rolle und rums. Bitte mach's. Bitte, 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 bitte. Würde ich ja. Ach so, hier muss er schütteln. Okay. Guck mal, da ist der, mein Wolkenhirschkäfer. Halt. Okay, hier schütteln. Mit dem Pro-Controller muss man drücken. Schütteln, drücken, schütteln, drücken. Okay, muss ich irgendwas machen. Herzen! Herzblumen gibt es ja auch wieder. So, wo ist mein scheiß Wolkenvogel hin? Hallo? Das war ganz schön hart, Bardo. Der hat sich gewehrt wie sonst was. Naja, diese Kaminroden sind eben hart im Nehmen. Selten, wie sie sind. Aber dort, wo er jetzt ist, kommt er so schnell nicht wieder raus. Grins, grins. Freunde, wir müssen mal miteinander reden. Oh, Michael, stehst du schon lange hier? Lange genug, Alter. Lange genug. Was willst du denn? Ach ja, heute ist ja die Vogelzeremonie, wa? Tja, du wirst bestimmt fragen, ob ich dich gewinnen lasse. Muss dir wohl schon in die Hosen, wa? Du willst gemeinsam mit Zell die Zeremonie auf der Stadt der Göttingen begehen, wa? Na, hab ich recht. Da bist du bei mir aber an einem Falschen geraten, Bürschchen. Das wird ein prächtiger Sieg für mich werden. Was sagst du da? Dein rotes Flughühnchen lässt es nicht blicken. Was da wohl passiert ist? Viel hat es sich ja verflogen, das blöde Vieh. Deine Frisur, Alter. So. So eine Haare aus dem Spiel, ja. Ich habe die tollste Frisur im ganzen Wolkenhort. In deinen Träumen, Alter. Seit wir Kinder waren, hat sich Zelda immer nur für dich interessiert. Ja, du fragst dich wohl warum, wa? Jeden Tag habt ihr auch getroffen, während unsere eins aufgewandert hat, einen Blick von ihr zu erhaschen. Du hältst ja wohl für etwas ganz Besonderes, wa? Bin ich auch. Glaubst du wohl, dass unsere Regeln hier für dich nicht gelten, hä? Das habe ich nie gesagt. Na, ganz diesen Ruf unserer Ritterschule in den Dreck. Das sagt der Richtige. Wer zieht hier was in den Dreck? Zelda. Ich also, Gib's ihm, Mädel, gib's ihm. Oh, Bardo, tut mir leid. Bardo? Hast du es etwa schon wieder auf Michael abgesehen? Wir sind doch alle Schulkameraden. Wie kommt es, dass du immer Michael niedermachst? Was ist los? Raus damit! Also Ach, vergiss es. Also da, Michael, wenn du nicht teilnimmst, bleibst du vielleicht noch sitzen. Also ein rotes Hühnchen, auf das du so stolz bist, nicht dann noch wieder auftaucht. Tja. Bye, bye! Diese drei Kerle, vielleicht wissen sie, wo dein Wolkenvogel steckt. Aber selbst wenn, sie würden es uns nicht sagen. Es bleibt nur, selbst nach ihm zu suchen. Michael, ich werde dir helfen und von der Luft aus nach deinem Vogel suchen. Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Tyto. Sie werden die Vogelreiterzeremonie wohl verschieben, also keine Sorge. Keine Sorge, das sagt sie so gut. Es stinkt mir trotzdem. Heißt nachher wieder, ja, Michael ist was Besonderes, deswegen wird das Ganze verschoben und so. Außerdem würde ich gerne Bardo was in die Fresse klopfen, ey. Meine Güte. Gut, hilft aber alles nichts, Freunde. Wir müssen unseren Vogel suchen, und wisst ihr was? Ich glaube, der Zeitpunkt ist ideal, um die Folge zu beenden, weil wenn die Zeremonie sowieso verschoben wird, dann kann ich mir Zeit lassen, ganz ehrlich. Also dann, ich sage an dieser Stelle, mit dieser Stelle, whatever, sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen, schon mal hier.
zur ersten Folge von Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ich hoffe, es hat euch ebenso gefallen wie mir. Sowohl den Veteranen unter euch, was vor allem die Zelda-Serie betrifft, als auch Neulingen. Und ja, geht natürlich demnächst hier weiter. Es kann sein, dass der zweite Part ein paar Tage auf sich warten lässt, weil ich gerade momentan privat noch viel zu tun habe. Ich hatte sogar irgendwie zuerst geplant, von wegen, ja, ich bringe das Let's Play erst Anfang August raus, weil ich vermutlich das Spiel sowieso später bekommen würde. Jetzt habe ich es doch wieder ein bisschen früher bekommen als ursprünglich gedacht und dachte mir so, ja komm, wenn du es jetzt schon hast, dann kannst du direkt mal den ersten Part raushauen. Also, insofern, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich gefällt es euch genauso gut wie mir und wir werden noch viel Spaß daran haben. Und bis bald zur nächsten Folge bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD auf der Suche nach unserem Wolkenvogel. Und dann hoffentlich auch der Vogelreiter-Zeremonie und allem, was sonst noch so ansteht. Bis dahin, ciao zusammen!